Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das mitbekommen hat. Ich gehe mal stark von aus, ja. Das haben wir alle leider mitbekommen. In den letzten so gut 2 Jahren hat sich die Welt ziemlich massiv verändert. Manche bezeichnen das als eine herbeigeführte Phase. Manch einer redet von einer neuen Weltordnung. Aber die Tatsache ist, dass die Welt in den letzten 2 Jahren von einem Virus, von einer Krankheit in Beschlag genommen wird. Und dann haben die Leute, die Wissenschaftler, sich auf den Weg gemacht, um ein Heilmittel dagegen zu finden. Man hat einige Impfstoffe erfunden. Ich möchte jetzt gar nicht darüber reden, ob die helfen oder nicht. Aber Tatsache ist, da kommt eine Krankheit ins Leben und jetzt macht der Mensch sich auf die Suche, um ein Heilmittel dagegen zu finden. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du hast eine sehr starke, ernstzunehmende Krankheit, vielleicht eine Krankheit, die sogar tödlich ist. Und jetzt machst du dich auf dem Weg zu einem Arzt, das ist immer der beste Ansprechpartner. Und dieser Arzt verschreibt dir jetzt eine Medizin oder vielleicht eine Tablette. Und du wirfst dein Vertrauen auf diese eine Medizin, auf diese eine Tablette, weil du den Wunsch hast, gesund zu werden. Und wie schlimm wäre das Ganze eigentlich, wenn diese verschriebene Medizin, diese eine Tablette, überhaupt keinen Wirkstoff hat, wenn dir diese eine Tablette überhaupt nicht helfen kann, wenn sie die Krankheit noch nicht mal im Ansatz bekämpfen kann. Ich kenne eine Person, die ist chronisch krank und die muss eine Tablette nehmen. Ich glaube, das ist so einmal in 2 Wochen und diese eine Tablette kostet 600 €. Und jetzt stell dir mal vor, du nimmst diese eine Tablette, du hast eine schwerwiegende Krankheit und eigentlich letzten Endes kann diese eine Tablette dir nicht helfen und zwar aus dem Grund, weil sie ohne Wirkung ist, weil es eben nur ein Scheinarzneimittel ist und die letzten Endes diese Krankheit überhaupt noch nicht mal im Ansatz bekämpfen kann. Und genau so etwas gibt es im Bereich der Medizin. Da werden jährlich weltweit tonnenweise Medikamente hergestellt, die aber überhaupt keine Wirkung haben. Und das Interessante ist, die Menschen, die das einnehmen, egal was für eine Krankheit sie haben, die haben dann danach, wenn sie das eingenommen haben, so das Gefühl, dass diese Tablette doch irgendwo geholfen hat. Auf einmal gehen die Kopfschmerzen weg, auf einmal sind die Magenschmerzen gar nicht mehr so schlimm. Ich habe mal eine Person kennengelernt, die arbeitet in einer Apotheke und dort kam immer eine Frau hin und diese Frau sagte, ich habe massivste Probleme beim Einschlafen. Und die kam immer und immer wieder und die hatte immer wieder dasselbe Problem. Und dann hatte die Apothekerin Folgendes gemacht, die hat ihr eine Tablette gegeben und hat zu dieser Frau gesagt, diese Tablette ist so stark und hilft so gut beim Einschlafen, Sie dürfen nur die halbe Tablette nehmen. Okay, werde ich machen. Und irgendwann hat sie diese Frau, diese Patientin mal getroffen und dann kam die ins Gespräch und dann hat diese Frau gesagt, Mensch, diese Tablette, die Sie mir damals verschrieben haben, ich habe die ganze genommen, das hat richtig gut geholfen. Und die Apothekerin musste schmunzeln, das war nämlich eine Tablette ohne Wirkung, das hat überhaupt nichts gebracht. Aber da bekommt diese Frau eine Tablette, ihr wird gesagt, das hilft richtig gut, nehmen Sie nur die Hälfte. Und diese Frau glaubt das, geht ins Bett und tatsächlich, sie kann wirklich gut einschlafen. Ich habe mal die Geschichte von einigen Jungs gehört, die waren, irgendwelche Lausbuben oder so, die gingen dann in den Wald spazieren, haben so ein bisschen gespielt und dann haben sie Bierflaschen gefunden. Also die waren noch voll. Und dann haben sie irgendwie geschafft, diese Bierflaschen aufzukriegen und dann haben diese Jungs angefangen, diese Bierflaschen zu trinken. Und nach den ersten 2 Flaschen merkten sie, dass sie richtig besoffen waren. Das Problem bei dem Ganzen, das war alkoholfreies Bier. Die hätten gar nicht besoffen werden können. Aber das ist ziemlich interessant. Da liest du irgendetwas drauf, da wird dir irgendwie gesagt, das ist ein Medikament, das hilft. Du nimmst das Ganze ein und auf einmal tatsächlich, da passiert irgendetwas, obwohl das eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Und diesen Effekt, dass man glaubt und dass dann etwas passiert, nennt man den sogenannten Placebo-Effekt. Wenn jetzt einige Mediziner unter uns sind, die können das sicherlich besser erklären als der Prediger. Aber ich habe mal die Definition im Internet nachgeschaut. Hört mal genau zu. Ein Placebo ist im engeren Sinne ein Scheinarzneimittel, welches keinen Arzneistoff enthält und somit auch keine Wirkung haben kann. Und jetzt kommt ja das Interessante. Placebo-Effekte sind positive Veränderungen des subjektiven Befindens. Also das Medikament hat keine Wirkung, du nimmst es ein und auf einmal glaubst du tatsächlich, das Ganze hat geholfen. Auf einmal kommt ein positives Empfinden. Wo finden wir so etwas denn noch, dass man irgendetwas glaubt und meint, tatsächlich da geschieht etwas?
Ich denke, man findet es sehr stark im Bereich des Religiösen, im Glauben, im Bezug zu Gott. Da gibt es auch Menschen, die glauben einiges und plötzlich denken sie tatsächlich, da sind gewisse Dinge im Leben auch passiert. Der Mensch, der ahnt nämlich, dass es einen Gott gibt, und der Mensch ist auch manchmal davon überzeugt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, und der Mensch meint automatisch, dass er auf jeden Fall in den Himmel kommen muss, aber er kennt das Problem der Sünde überhaupt gar nicht. Also der Mensch glaubt manchmal, es gibt einen Gott, es gibt auch einen Himmel, aber der Mensch glaubt eigentlich überhaupt nicht, dass er schuldig steht vor Gott. Wir haben das gerade im Zeugnis von James gehört. Da kommt ein 6-Jähriger zur Seelsorge, das musst du dir mal vorstellen. Ein 6-jähriges Kind kommt zur Seelsorge und der Seelsorger fragt tatsächlich, hast du Sünden im Leben? Ja, was für Sünden hast du denn als 6-Jähriger? Auf einmal zählt er das auf und ich glaube, James ist in seinem kleinen Stuhl irgendwie versunken und musste feststellen, Mensch, da gibt es doch einige Pakete, die ich so mit mir trage. Und das ist das Problem, dass der Mensch nicht glaubt, dass er wirklich ein Sünder ist und dass er deshalb automatisch in den Himmel kommt. Sünde bedeutet einfach, einen unheiligen, unvollkommenen Zustand vor einem heiligen Gott zu haben. Und die Bibel bezeichnet das auch genau manchmal als eine Krankheit. Gerade im Alten Testament, da wird die Sünde auch manchmal als eine Krankheit beschrieben. Und jetzt macht der Mensch Folgendes, er versucht ein Medikament dagegen zu finden. Unterm Strich gesagt, er versucht eigentlich die Sünde loszuwerden. Und dabei ist es ja ziemlich interessant, denn es gibt sehr viele Scheinarzneimittel. Es gibt sehr viele Placebo-Effekte, gerade in Bezug zu Gott. Und viele Menschen, ich mache mal die Behauptung, die meisten Menschen leben nur in einem Scheinarzneimittel, was das eigentliche Problem, nämlich die Sünde, letzten Endes überhaupt nicht wegnehmen kann. Der Mensch versucht, diesen Zustand zu ändern, er versucht, seine Sünde loszuwerden, er versucht, ein Medikament gegen diese eine Krankheit zu finden und letzten Endes landet er sehr oft in einem Placebo-Effekt. Ich möchte mal Folgendes mit euch machen. Ich möchte mal, dass wir uns mal gemeinsam so einige Scheinarzneimittel anschauen. Wer die Tage dabei war, der kann sich vielleicht noch an ein Thema erinnern. Ich habe sehr stark über Religion geredet. Und Religion ist ein wunderbares Scheinarzneimittel, was letzten Endes die Krankheit eigentlich nicht wegnehmen kann. Warum? Da gibt es ziemlich viele Werke, die du tun musst. Da gibt es Selbstkasteiung, da musst du gewisse Wege pilgern, da musst du manchmal dich selber schlagen, da musst du irgendwelche Schmerzen auf dich nehmen. Und wenn du das getan hast, bekommst du ein absolut beruhigendes Gefühl und sagst, ja, wirklich, ich glaube, ich habe aus meinem Leben die Sünde ausradiert. Ich habe so viele tolle Dinge getan, die die Religion mir vorgibt und letzten Endes muss ja eigentlich dieser Gott mit mir zufrieden sein. Und letzten Endes muss man sagen, es war nichts weiter als nur ein Scheinarzneimittel. Ich habe auch die Tage erwähnt, es gab sogar einen Menschen, die gibt es öfters, der hat das Scheinarzneimittel genommen, welches lautet, du musst dich selber töten und so viele wie es geht dabei mitnehmen. Und wenn du das tust, dann besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du die Krankheit der Sünde losgeworden bist. Und wer sich an die Geschichte noch erinnern kann, dieser Selbstmordanschlag hat nicht geklappt und dieser Mensch wurde gefragt, wie hast du das so empfunden, wie war das Gefühl, als du den Knopf drücken wolltest? Und der Mensch hat gesagt, ich habe Angst gehabt. Was heißt das? Letzten Endes hat er nur in einem Placebo-Effekt gelebt. Er hatte irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt das Gefühl, das, was ich tue, wird wohl möglich ausreichen. Das nimmt wahrscheinlich meine ganze Sünde weg. Aber letzten Endes muss man sagen, es ist nichts weiter als ein Placebo-Effekt. Dann gibt es noch ein ganz, ganz wunderbares Scheinarzneimittel und darauf verlassen sich die meisten Menschen der Welt total. Und das ist das Scheinarzneimittel der guten Werke. Ich möchte mal einen Artikel vorlesen aus dem Internet. Dort heißt es, der Familie, engen Freunden oder sogar Fremden zu helfen und zu unterstützen, löst ganz besondere Gefühle in uns aus. Es ist ein Moment des Glücklichseins und der inneren Ruhe und Zufriedenheit. Wenn ich mal hier durch die Reihen gehen würde und würde fragen, sag mal, hast du schon mal ein gutes Werk getan? Ich tue das jetzt mal. Hast du schon mal ein gutes Werk getan? Sie nickt, okay. Hast du auch schon mal ein gutes Werk getan? Okay. Du auch? Deine Frau sitzt neben dir, ne? Okay, ist alles klar.
Also jeder Mensch ist davon überzeugt, dass er irgendwann mal ein gutes Werk getan hat. Und wenn man ein gutes Werk tut, je nachdem, was man getan hat, dann klopft man sich auf die Schulter und sagt, wow, das war ja eigentlich ziemlich gut. Das habe ich ja eigentlich gut gemacht. Das war wirklich toll, was ich getan habe. Wurdest du schon mal gefragt von deinem lieben Nachbarn, von deinem Kollegen, von irgendeinem aus der Gemeinde? Das ist übrigens eines der unangenehmsten Fragen, die man stellen kann. Kannst du mir beim Umzug helfen? Und dann kommt diese eine Frage an dich ran und du weißt genau, wann findet dein Umzug statt? Meistens immer Samstag. Aha, okay, welchen Tag in der Woche habe ich frei? Was ist der schönste Tag? Das ist dieser eine Samstag. Zähneknirschend mit dem, was die Bibel sagt. Wenn dich jemand bittet, sollst du es tun. Sagst du natürlich ja. Und du bist auch überzeugt und du weißt, ein Umzug ist nicht in 2 Stunden erledigt. Vor allen Dingen, wenn man die Klamotten von der Frau noch aus dem Schrank machen. Okay, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall weißt du, es dauert den ganzen Tag. Ein Kollege kam mal zu mir und hat mich gefragt, ob ich ihm beim Umzug helfe. Wir haben morgens um 8 angefangen und es ging bis 23 Uhr abends. Und ich kam dann nach Hause und es war schon ziemlich deprimierend, den Samstagabend so verstreichen zu lassen. Man konnte nichts für sich selber machen. Aber wisst ihr was? Ich konnte mir auf die Schulter klopfen. Ich konnte sagen, wow, du hast echt heute was getan. Das war richtig klasse. Und wenn du sowas tust, verlässt du dich darauf, dass du eigentlich letzten Endes ja ein ganz, ganz toller Kerl bist. Meine Frau und ich, wir waren heute in Köln. Und in Köln ist es ja so wie in jeder Großstadt, da gibt es viele Obdachlose. Da gibt es Leute, die stehen an der Straße, die haben da so einen Becher und dann kannst du Geld reinschmeißen. Und ich weiß, ich habe das sehr oft in meinem Leben getan. Und ich muss sagen, wenn ich das getan habe, ich habe mich schon irgendwie toll gefühlt. Also ich wusste genau, ich gebe denen da jetzt was und ich habe jetzt eigentlich ein gutes Werk getan. Und dann muss ich ganz klar und deutlich sagen, das hat etwas in mir ausgelöst, das war so leicht so ein bisschen Stolz. Ich habe mir so ein bisschen auf die Schulter geklopft und habe gesagt, ey, das hast du richtig gut gemacht. Es gibt jetzt natürlich noch eine andere Sache, das habe ich jetzt gerade erwähnt, man kann beispielsweise Geld spenden. Und was richtig toll ist, du kannst ein Abo machen. Da gibt es irgendwelche Patenschaften, die kannst du übernehmen. Da gibt es Menschen, die kannst du finanziell unterstützen. Und wenn du jedes Mal am Ende des Monats deinen Kontostand nachschaust, dann überkommt dich eine tiefe Freude. Auch schon wieder 10 Euro weniger. Ich weiß ja, wofür ich das gegeben habe. Und jedes Mal, wenn du den Kontostand nachschaust, 10, 20, 30 Euro fehlen und du weißt, ich habe jedes Mal am Ende des Monats, ohne mich anzustrengen, immer ein gutes Werk getan. Und das ist alles wirklich gut, aber wisst ihr, es gibt ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar all diese guten Werke, die ich tue, die ändern nichts, die ändern rein gar nichts, überhaupt nichts in meiner Sache, in meiner kaputten Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott ist durch meine Sünde zerstört. Und die Bibel sagt uns ganz klar und deutlich, egal was für ein gutes Werk ich tue, ich kann diese Beziehung durch kein einziges gutes Werk herstellen. Das ist unmöglich. Jetzt stell dir mal vor, auf der einen Seite ist ein heiliger, gerechter Gott. Da kannst du als Mensch einfach nicht hin. Und auf der anderen Seite stehst du, meinetwegen als 6-Jähriger, der mal gelogen hat, der mal was geklaut hat, als jemand, der schon älter ist, der weitaus mehr getan hat. Und jetzt versuchst du, gute Werke zu tun und die Sünde steht wie eine dicke Mauer zwischen dir und Gott. Und du denkst jetzt tatsächlich, immer wenn ich ein gutes Werk tue, geht ein Stein aus der Mauer raus. Aber das Ganze funktioniert nicht. Die Sünde steht zwischen dir und Gott wie eine feste Mauer und kein einziges Werk kann einen einzigen Stein aus dieser Mauer wegnehmen. Und das ist absolut fatal. Warum? Weil viele Menschen sich eben auf diese guten Werke verlassen. Denken wir mal kurz an das, was ich gerade vorgelesen habe, was gute Werke tun und was sie auslösen. Da heißt es, es gibt dem Menschen für eine gewisse Zeit ein beruhigendes Gefühl. Aber das Problem ist, es hat in Bezug zu meiner Sünde, zu meiner Krankheit keine Wirkung. Letzten Endes muss man sagen, es ist nichts weiter als ein Scheinarzneimittel, weil es keine einzige Sünde aus meinem Leben rausnimmt. Ich möchte das nochmal an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Ich bin heute mit meiner Frau in Köln gewesen und wir saßen dort beim Essen und ich hörte hinten so ein Fauchen. Und ich wusste genau, V8-Motor mindestens über 400 PS. Tatsächlich ein Ferrari kam dahergefahren und der alte Adam weckte sich bei mir wieder. Ich war ein ganz, ganz großer Autofan. Und dann habe ich dieses Auto gesehen und ich wusste, der hat über 500 PS und er kostet über 300.000 Euro. 350 an die 400.000 kostet der. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Nachbarn, der fährt so ein Auto und du findest den Wagen ganz schön klasse.
Und du gehst an einem Tag zu ihm hin mit der Bitte und fragst, ob du mal eine Runde fahren kannst. Du steigst so ein in diesen Wagen und bist sonst immer ein Fiat Punto gefahren und auf einmal gibst du Gas und du merkst, der geht richtig ab, der marschiert richtig. Du kommst in die erste Kurve, du übertreibst das Ganze und du machst einen Unfall. Und dieses Auto im Wert von 350.000 Euro hat jetzt einen Totalschaden. Das heißt konkret, du hast bei deinem Nachbarn eine ganz, ganz große Schuld. Du hast bei deinem Nachbarn jetzt eine ganz, ganz große Schuld und zwar von 350.000 Euro. Und du weißt genau, du hast das Geld nicht, du kannst diese Schuld nie wieder gut machen. Jetzt machst du Folgendes, du gehst zu deinem Bekanntenkreis, du leihst dir die Schlüssel von den Autos und du fährst jedes Auto waschen. Du polierst die Autos, du saugst sie von innen aus, die sehen richtig klasse aus. Und du hast wirklich gute Werke getan und deine Bekannten sind total begeistert von dir, weil du noch nie so etwas Tolles getan hast im Leben. Aber was ist mit dem Ferrari, den du kaputt gefahren hast? Egal, was für ein Auto du poliert hast, egal, was für ein Auto du gewaschen hast, die einzige Beule am Ferrari, keine einzige Beule wird heile. Der Wagen ist kaputt. Und genau so verhält es sich bei den guten Werken des Menschen in Bezug zur Sünde, die er vor Gott hat. Und so heißt es in der Bibel in Römer 3, Vers 20, kein Mensch kann durch Werke gerecht werden. Es ist nicht möglich. Und auf dieses Scheinarzneimittel verlassen sich wohl die meisten Menschen dieser Welt. Es ist nichts weiter als ein Placebo-Effekt. Das ist ein tolles Gefühl, was entsteht, aber die Sünde, die ich vor Gott habe, bleibt. Und aus diesen Werken, aus diesem Gefühl heraus entsteht die nächste unbrauchbare Medizin, nämlich die Einbildung, die sagt, ich bin ja ein guter Mensch. Ich bin ja ein guter Mensch. Und das denken die meisten Menschen von sich. Wisst ihr, was der Vorteil ist? Die haben einen Fernseher zu Hause, die gucken Nachrichten und die sehen, was schlechte Menschen tun können. Die können Bomben schmeißen, die können furchtbare Dinge machen und auf einmal vergleicht man sich mit denen und sagt, naja, sowas mache ich ja nicht. Dann vergleicht man sich mit seinen komischen Meister auf der Arbeit, der die anderen Leute richtig fertig macht, schaut selber in den Spiegel und sagt, na gut, so etwas mache ich ja nicht. Dann schaut man die Nachrichten, sieht von irgendwelchen Terroristen, von irgendwelchen Terroranschlägen und dann vergleicht man sich mit diesen Leuten und sagt, oh toll, so bin ich ja eigentlich nicht. Und dann geht man so eine Liste von bestimmten Leuten rum und unterm Strich kommt raus, ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Und daraus entsteht jetzt etwas ganz, ganz Gefährliches. Und ich sage mal, das ist eines der gefährlichsten Einstellungen, die ein Mensch eigentlich haben kann. Aus diesen guten Werken, aus der Einbildung, dass man ein guter Mensch ist, entsteht etwas sehr Gefährliches. Und zwar entsteht die trügerische Heilsgewissheit. Das ist dieser eine Gedanke, der sagt, naja, wenn ich doch eines Tages sterben sollte, dann werde ich doch hoffentlich schon ganz gewiss in den Himmel kommen. Und ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, wenn ich ihn mal direkt angesprochen habe, kommst du in den Himmel oder in die Hölle? Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der sagt, ich komme auf jeden Fall in die Hölle. Habe ich noch nie. Aber ich habe alle Menschen, die ich gefragt habe, kennengelernt als gute Menschen, die auf jeden Fall in den Himmel kommen. Die klopfen sich auf die Schulter und die denken, Mensch, ich bin die Krönung der Schöpfung. Was könnte Gott eigentlich auf diesem Planeten ohne mich anfangen? Ich werde auf jeden Fall in das Himmelreich ich komme auf jeden Fall in das Himmelreich. Jetzt stell dir mal Folgendes vor, du hast eine tödliche Krankheit. Also du weißt, es sind vielleicht nur noch einige Wochen oder einige Monate. Willst du dich allen Ernstes auf ein Medikament verlassen, von dem du nicht überzeugt bist, dass es hilft? Du willst in solchen Augenblicken kein Scheinarzneimittel. Du willst in dem Augenblick nicht eine Medizin, die dir vielleicht ein tolles Gefühl gibt, wo du ein schönes Empfinden hast. Nein, du willst, wenn du todkrank bist, willst du eine 100%ige Garantie, dass dieses Medikament, was du nimmst, was der Arzt dir verschrieben hat, dass es dir zu 100% die Krankheit wegnimmt. Du willst wirklich die Gewissheit haben, diese Tablette, die ich nehme, muss mir auf jeden Fall helfen. Und beim Glauben geht es nicht darum, um ein Auto vom Nachbarn zu reparieren, was du kaputt gefahren hast, sondern beim Glauben an Gott, bei diesem Wort, was hier vor mir liegt, geht es um die Frage, ob du ewig gerettet bist oder ob du auf ewig verloren bist.
Letzten Endes geht es darum. Und wenn diese Frage so wichtig ist, wenn die Ewigkeit ewig ist und wenn es nur 2 Orte gibt, den Himmel und die Hölle, dann musst du hier auf Erden die Gewissheit bekommen, dass du das ewige Leben hast. Dann kannst du dich nicht darauf verlassen, dass du mal gute Werke getan hast. Du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass deine Kindergärtnerin gesagt hat, ja, die anderen, die haben komische Sachen gemacht, aber der war immer ein ganz Lieber. Auf solche Sachen darfst du dich nicht verlassen. Du musst die Gewissheit des ewigen Lebens haben. Du brauchst kein Scheinarzneimittel. Du musst die vollkommene Gewissheit haben, alle meine Sünden sind weg. Und deshalb, weil meine Schuld weg ist, weil ich rein vor Gott stehe, habe ich auch das Paradies. Ich habe die Gewissheit des ewigen Lebens. Meine Frau und ich, wir waren mal unterwegs zu einer Evangelisation, das war so ziemlich hier in der Nähe. Und nachmittags waren wir spazieren und dann kommt so eine Gruppe Männer auf uns zu und die haben gefragt, ob wir mal so ein Foto von denen machen können. Haben wir dann getan. Und dann haben wir so ein Gespräch mit denen angefangen. Und dann wollten die mal wissen, wo es dazu irgendwo ein Ort hingeht. Und dann haben wir gesagt, ja, wissen wir nicht, wir kommen selber nicht von hier. Und dann haben die gefragt, ja, was macht ihr denn hier? Ja, das ist natürlich für einen Prediger eine tolle Gelegenheit. Habe ich gesagt, ja, ich bin Prediger und ich evangelisiere jetzt hier eine Woche. Und dann drehte er sich um zu seinen anderen Freunden und sagte, das sind auch alles Theologen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja super, dann ist ja die wichtigste Frage für euch geklärt. Ich habe noch gar nicht gesagt, um welche Frage es geht, brüllt einer von hinten, das kann man nicht wissen. Alles Theologen. Alles Theologen. Das sind Theologen, die haben das Wort hier studiert. Die können Griechisch, die können Aramäisch, die können Latein. Die können dir genau sagen, aus welchem Grund wurde welcher Brief geschrieben. Die können dir alle Namen, die können dir alle Daten aus der Kirchengeschichte nennen. Die können alles sagen. Das sind wirklich schlaue Leute. Die haben das studiert. Und dann scheitern sie an der wichtigsten Frage, die es gibt. Wie kommst du ins Himmelreich? Hast du das ewige Leben, ja oder nein? Das sind alles Theologen. Ich kann dir eine Sache garantieren, es werden Prediger, es werden Theologen, es werden große, bekannte geistliche Führer an einem anderen Ort sein als im Himmel. Warum? Weil sie sich auf ein Scheinarzneimittel verlassen haben, weil sie irgendwas studiert haben, weil sie meinten, die haben vielleicht das ewige Leben bekommen. Aber das, was diese Leute hatten, war nichts weiter als ein Placebo-Effekt. Ein bisschen ein beruhigendes Gefühl, ich bin ja geistlich, ich bin gläubig, ich glaube sogar an das, was in der Bibel geschrieben steht. Aber eine ganz, ganz wichtige Sache haben sie nicht gehabt. Und zwar das reine, klare Medikament, was dir alle Sünden wegnimmt. Und jetzt haben wir das Wort Gottes und das ist eine Offenbarung Gottes und Gott ist der Einzige, der genau weiß, wie man das ewige Leben bekommt. Und jetzt stell dir mal vor, kann es wirklich sein, dass Gott uns in seinem Wort nicht offenbart hat, wie ich das ewige Leben bekomme? Jetzt haben wir gestern über das Thema Liebe gesprochen. Gott liebt den Menschen. Ja, Gott liebt uns Menschen. Sagt er uns nicht, wie wir gerettet werden? Lässt er uns alle einfach in die Hölle gehen, ohne uns zu warnen? Nein, das tut er nicht. Denn Gott hat uns in seinem Wort ganz klar und deutlich gesagt, wie wir das ewige Leben bekommen. Gott hat uns in seinem Wort offenbart, wie du nicht in einem Placebo-Effekt lebst, wo du dir irgendetwas einbildest, sondern wo du wirklich die Gewissheit des ewigen Lebens bekommst. Ich möchte mal einen Artikel vorlesen aus dem Internet. Hör mal genau zu. Jeden Morgen, wenn das erste Licht durch die Gitterstäbe fiel, betete er zur Gottesmutter Maria voll der Gnaden. Das hölzerne Kreuz, das in seiner Gefängniszelle hing, verlieh ihm jahrelang innerliche Stärke. Ivan, 72 Jahre, fühlt sich nicht als armer Sünder. Der zierliche Mann, der nette Opa mit weißem Rauschebart, ist tief religiös, bereut aber keine seiner brutalen Taten, die ihm insgesamt 32 Jahre Haft in Deutschland und zuvor in Russland eingebracht haben. Da bist du Gefängniswärter und du siehst einen in der Gefängniszelle, der jeden Morgen zu Mutter Maria betet. Dann hat er ein hölzernes Kreuz in der Zelle und er selber gibt ein Zeugnis darüber, dass dieses hölzerne Kreuz ihm Tag für Tag Kraft verleiht. Was würdest du bei diesen Menschen denken? Naja, der hat damals Blödsinn gemacht, der hat wahrscheinlich Menschen ermordet, aber jetzt ist er zum Glauben an Gott gekommen. Jetzt ist er ein tief religiöser, gläubiger Mensch geworden. Wisst ihr, was das Problem ist? Das klingt alles gut, was der gerade gesagt hat, aber es gibt ein ganz, ganz großes Problem. Und dieses Problem lautet, er bereut nichts. Er bereut nichts und er sieht sich nicht als armer Sünder. Und das ist genau das, was Jesus Christus von uns möchte.
Das ist unheimlich wichtig, um gerettet zu werden. Die Sünde ist ja wie eine Krankheit, oder? Aber wenn ich doch gar nicht weiß, dass ich krank bin, dann mache ich mich gar nicht auf die Suche nach einem Medikament. Und Jesus Christus sagt in Lukas 5, Vers 31 und 32, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Jesus kommt und sagt, ich bin nicht für die Gerechten gekommen. Wenn du meinst, dass du gerecht bist, wenn du meinst, du schaffst es ohne das Kreuz, ohne das, was ich getan habe, wenn du meinst, ins Himmelreich zu kommen, ich bin nicht für dich gestorben. Wenn du meinst, dass du gesund bist, dann brauchst du kein Medikament, was dich reinmacht von aller Sünde. Aber ich bin gekommen für die Menschen, die ihre Krankheit, ihre Sünde verstanden haben. Genau für diese Menschen bin ich vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben. Ich bin nicht für die Gerechten gekommen. Ich bin für die Kranken gekommen. Und Leute, jetzt glaubt mal ganz ehrlich, wie viele Gerechte laufen in dieser Welt rum? Du kannst einfach mal einen Test machen. Geh einfach mal in die Stadt und frag mal einen Menschen, sag mal, wenn es einen Himmel und eine Hölle gibt, wo kommst du hin? Ja, natürlich komme ich in den Himmel. Ja, die kommen alle in den Himmel. Und für diese Leute ist Christus nicht gestorben, sondern Christus ist für die am Kreuz gestorben, die ihre Schuld erkannt haben, die genau wissen, ich bin krank von der Sünde und ich brauche ein Medikament. Ich brauche diesen einen Arzt, der mir die vollkommene Genesung schenkt. Für solche Leute ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Und damals zur Zeit Jesu Christi gab es die Gerechten, das waren die Pharisäer. Pharisäer, das war die geistliche, theologische Elite. Die haben draußen auf dem Marktplatz gebetet, die hatten Gebetsriemen, die haben peinlichst genau darauf geachtet, dass sie immer den Zehnten gespendet haben. Und wenn die gefastet haben, du hast das richtig gesehen, die sahen total kaputt aus. Und alle haben gesehen, oh, der hat wieder 2 Stunden gefastet. Richtig geistlicher Mensch, wunderbar. Und das waren die Gerechten. Und die Hauptauseinandersetzung, die Christus in seinem Wort hatte, war genau mit diesen Leuten. Die haben das nicht akzeptiert, dass er ihnen gesagt hat, ihr seid krank durch die Sünde, ihr geht auf ewig verloren. Und an einer Stelle, und das ist richtig hart, wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ihr habt den Teufel zum Vater. Und das konnten diese Leute nicht vertragen. Die haben gesagt, wir haben nicht den Teufel zum Vater. Wir sind die Kinder von Abraham. Das ist der Erzvater von uns. Auf den verlassen wir uns. Wir haben Mose, wir haben die Propheten. Auf diese Leute hören wir. Aber das, was du sagst, das nehmen wir nicht an. Und sie haben ihre Krankheit nicht akzeptiert. Sie haben vertraut auf ein Scheinarzneimittel, was sagt, du bist ein gerechter Mensch, du machst gute Taten und Gott ist ganz bestimmt mit dir zufrieden. Und heute würde man sagen, das sind fromme Kirchgänger. Leute, die alles bejahen, die sich auf die Schulter klopfen und sagen, bei mir ist eigentlich alles in Ordnung. Und dann gab es zur Zeit Jesu Christi noch die Kranken. Die Kranken waren die Menschen, die ihren schuldigen Zustand vor Gott erkannt haben. Das waren die Leute, die gesagt haben, in meinem Leben ist nicht alles in Ordnung. Zwischen mir und einem heiligen Gott steht eine große, große Kluft. Und ich habe nichts in der Hand, womit ich eine Brücke baue, dass ich dort zu Gott komme. Und das waren die Kranken. Und genau zu solchen ist Jesus Christus hingegangen. Das waren die Leute, die gesagt haben, nein, in meinem Leben ist nicht alles in Ordnung. Und wenn ich ehrlich bin, kann Gott mich nicht in sein Himmelreich lassen. Wir haben gestern ein wenig vorgestern die Geschichte von dem verlorenen Sohn gehört. Dieser verlorene Sohn hat das Haus des Vaters verlassen, saß bei den Schweinen und dann hat er was ganz Interessantes gesagt. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Weißt du, was er dort bekommen hat bei den Schweinen? Einen absolut tiefen geistlichen Zerbruch. Und dieser geistliche Zerbruch, der war so tief, dass er selber gesagt hat, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich möchte mal eine Stelle vorlesen, wo sehr gut zu erkennen ist, was ist eigentlich ein Gerechter und was ist eigentlich ein Kranker. Was ist eigentlich jemand, der genau weiß, dass er Jesus braucht. Und das ist sehr gut an einem Gebet zu erkennen, was Jesus Christus uns in seinem Wort selber als Beispiel gegeben hat. Da heißt es in Lukas 18 ab Vers 10, ich lese es mal vor. Es gingen 2 Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche und ich gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner aber stand von ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel,
sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Das war alles, was er gebetet hat. Und nicht dieser eine, was hat denn der alles aufgezählt? Ich bin nicht so wie der, ich bin nicht so wie der, ich bin nicht so wie der. Guck mal, was ich alles mache. Ich spende den Zehnten, ich mache dieses, ich mache jenes. Der hat eine ganze Liste vollgepackt. Und er sagt letzten Endes zu Gott, schau auf die guten Werke, die ich tue. Ich brauche deine Gnade gar nicht. Und dann kommt dieser eine Zöllner und das ist total interessant. Er wagt es noch nicht mal in den Himmel zu schauen. Kannst du dir das vorstellen? So einen geistlichen Zerbruch, so eine Erkenntnis von Gott, so eine Erkenntnis von sich selber, dass er noch nicht mal in den Himmel schaut. Und dann macht er nur einige Worte und diese reichen aus. Und diese Worte lauten, Gott sei mir Sünder gnädig. Der hat seine Schuld erkannt, der hat sich als Schuldiger hingestellt, der hat gesagt, ich bin ein Sünder und das Medikament, was ich brauche, ist einzig allein deine Gnade. Ich brauche mich auf keine guten Werke verlassen, das bringt alles nichts. Das, was ich brauche, ist allein deine Gnade, die mir alle meine Schuld vergibt. Der hat sich als Sünder bekannt und er hat seine Schuld erkannt und er hat Gott um Vergebung gebeten und nicht wie der eine, der alles aufgezählt hat. Und von denen laufen die meisten hier auf diesem Planeten rum. Die schauen auf ihre guten Werke, die haben einen Placebo-Effekt, ein tolles, beruhigendes Gefühl und daraus resultiert das Resultat, ich bin ein guter Mensch und letzten Endes unterm Strich, ich muss eigentlich in den Himmel kommen. Aber das ist nichts mit Sündenerkenntnis. Denken wir an den im Gefängnis, dieser eine Ivan, 72 Jahre alt. Betet zu Mutter Maria, das hölzerne Kreuz gibt ihm Kraft, aber er bereut nichts. Er bereut nichts. Ich habe mal eine Evangelisation gehabt in einer Stadt und ich habe dann am Ende, nachdem ich das Evangelium gepredigt habe, habe ich einen Aufruf gemacht. Das werde ich heute auch machen. Und ich habe gesagt, wenn du dich heute für Jesus entscheiden möchtest, da hinten ist ein Seelsorgerraum, du kannst dorthin kommen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, ich saß dort und es kam ein Mann rein, wurde begleitet von einem, der ihn wahrscheinlich dort eingeladen hat. Und du hast gesehen, der ist kaputt. Der ist wirklich kaputt. Und er war auch Jahrzehnte alkoholsüchtig. Und dann setzt er sich hin und er hat das verstanden, was ich davor gesagt habe. Der hat das verstanden. Der hat verstanden, dass Gott ihm das Leben geschenkt hat, dass er das Leben durch die Sünde des Alkohols zerstört hat. Das hat er verstanden. Und er hat verstanden, dass er schuldig ist vor Gott. Das hat er verstanden. Und er hat verstanden, was Jesus da am Kreuz getan hat. Das hat er verstanden. Und er wusste an dem Tag ganz genau, und heute ruft Jesus mich zurück nach Hause. Das hat er verstanden. Und dann habe ich ihn ganz bewusst gefragt, hast du verstanden, was ich da gesagt habe? Ja, habe ich. Hast du verstanden, wer du bist in Gottes Augen und wer Jesus ist? Ja, das habe ich verstanden. Möchtest du dich bekehren? Ja, das möchte ich. Und dann hat dieser Mensch keinen hohen grammatikalen Aufsatz gebetet. Das hat er nicht gemacht. Der hat 2 Worte gesagt. Herr, vergib. Der hat nur diese 2 Worte gesagt, Herr, vergib. Und in dem Augenblick, wenn dieser Mensch das ernst gemeint hat, wisst ihr, was der bekommen hat? Der hat das richtige Arzneimittel bekommen. Und Gott hat alle seine Sünde weggenommen. Der ist gerechtfertigt nach Hause gegangen. Der kam als Sünder dorthin, der wusste genau, ich kann nichts aufzählen vor Gott. Ich habe nichts, auf das ich zeigen kann im Leben. An meinem Leben ist nichts. Nur Schuld und Sünde. Ich habe mein Leben zerstört. Aber da gibt es einen, der stellt das wieder her. Aber das, was ich tun muss, ich muss mich bekehren. Und dann hat er nur diese 2 Worte gesagt, Herr, vergib. Und wenn der das ernst gemeint hat, und ich bin überzeugt, der hat es ernst gemeint, in dem Augenblick hat der Herr seine gesamte Lebensschuld weggenommen. Der hat die ersten 50 Jahre verschwendet, das hat er, das kannst du nicht mehr ausgleichen. Aber der Herr hat seine gesamte Vergangenheit ausgelöscht. Er wird keiner einzigen Sünde mehr gedenken. Und dieser Mensch ist gerechtfertigt als ein Kind Gottes an diesem Tag nach Hause gegangen, weil er diese 2 Worte ausgesprochen hat, die er vom Herzen meinte. Herr, vergib. Petrus predigt das Evangelium vor einigen Juden und die Juden haben verstanden, was Jesus getan hat. Und die wussten eine Sache auch. Wenn das stimmt, was dieser Christus am Kreuz vor ein paar Tagen gemacht hat, dann hat das Konsequenzen für uns. Und dann haben die gefragt, was sollen wir tun? Und dann sagte Petrus, Apostelgeschichte 3,19, tut Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden getilgt werden. Petrus sagt nicht, tut gute Werke, vielleicht geht die Sünde weg, versuch mal ein guter Mensch zu werden, kann sein, dass der Herr dir alles Schuld vergibt. Nein, das, was Petrus sagt, tut Buße und bekehrt euch und der Grund, damit eure Sünden getilgt werden.
Das, was Petrus hier verkündigt, war die Tilgung der Sünden, ein komplettes Auslöschen. Und das griechische Wort für Tilgung hier in der Bibel meint auch Auslöschen. Und ich habe mal Folgendes gemacht, ich habe einfach mal die Definition von Tilgung nachgeschaut und es ist richtig klasse, was darüber geschrieben steht. Hör mal zu. Tilgung bedeutet Löschung von Straftaten aus den Unterlagen der Strafverfolgungsbehörden. Nach einer Tilgung dürfen dem Verurteilten die Eintragungen nicht mehr vorgehalten werden. Er darf sich wieder als unbestraft bezeichnen. Im Finanzwesen bedeutet Tilgung die Rückzahlung der Schulden. Und Paulus sagt, tut Buße und bekehrt euch, damit eure Schuld getilgt wird. Das heißt, sie wird komplett ausgelöscht. Die Schuld, die ich vor Gott habe, ist weg, weil einer bezahlt hat. Wie hat Gott das gemacht? Er hat es durch Jesus Christus getan. Ich möchte mal noch einen Vers vorlesen, Kolosser 2,14. Gott hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Gott hat den Schuldbrief getilgt. Es besteht eine Anklageschrift über uns. Alle schlechten Taten, alle schlechten Worte, alle schlechten Gedanken sind aufgezeichnet und danach werden wir gerichtet, so sagt es die Bibel. Und was hat Gott vor 2000 Jahren getan? Er nahm Jesus Christus, legte alle Anklageschrift auf ihn und heftete sie am Kreuz ab. Und das, was abgeheftet ist, das ist erledigt. Und der Kreuz ist der einzige Ort, wo Gott dem Menschen alle Schuld vergibt. Und wenn ein Mensch sich bekehrt, wenn ein Mensch Buße getan hat, dann hat er das Recht, das ewige Leben zu haben. Dann hat dieser Mensch das Recht auf die Gewissheit des ewigen Lebens. Und das habe ich am 20.06.2001 erfahren, vor über 21 Jahren. Wenn mich vorher einer gefragt hätte, sag mal, kommst du in den Himmel? Kann sein, dass ich gesagt hätte, ja, eigentlich schon, ich gehe mal stark von aus. Aber wenn ich tiefer gegraben hätte, müsste ein Restzweifel bleiben. Aber ab dem 20.06.2001, als ich Buße getan habe und mich bekehrt habe, habe ich die Gewissheit des ewigen Lebens bekommen. Und das, was Christus am Kreuz getan hat, das ist kein Placebo-Effekt, es ist keine Einbildung, es ist kein Scheinarzneimittel. Das, was Christus vor 2000 Jahren getan hat, das ist die Garantie, dass du das Medikament bekommst, das dich frei macht von der Krankheit der Sünde. Und das Kreuz ist der einzige Ort, wo Gott dem Sünder auf Augenhöhe begegnet und wo er ihn losspricht von aller Schuld und Sünde. Ich weiß nicht, auf was du dich so verlässt. Vielleicht verlässt du dich so auf das Leben, was ja manchmal bequem ist, aber wir sehen, das geht kaputt zurzeit. Vielleicht verlässt du dich auf deinen tollen Beruf, den du morgen verlieren kannst. Vielleicht verlässt du dich auf die Freuden des Lebens, die dir jederzeit genommen werden. Vielleicht verlässt du dich darauf, dass du ein guter Mensch bist, dass du gute Werke tust. Und ich kann dir sagen, das ist alles nichts weiter als ein Placebo-Effekt. Es ist alles nichts weiter als ein Scheinarzneimittel, was dir für eine gewisse Zeit ein beruhigendes Gefühl gibt, aber dich letzten Endes von der Krankheit der Sünde nicht frei macht. Und der Einzige, der das tun kann, ist Jesus Christus.